Rahmen des unter Ex-Präsident Donald Trump ausgehandelten Phase 1 Handelsabkommens hatte sich China verpflichtet, zusätzliche US-Waren und Dienstleistungen im Wert von $200 Milliarden zu kaufen. Bis November hat China nur etwa 60% des Ziels erreicht. Die US-Regierung verliert die Geduld, da Peking in den vergangenen Monaten keine wirklichen Anzeichen gemacht hat, den Zusagen nachzukommen. Der russische Präsident Putin hat sich mit dem kasachischen Präsidenten Tokajew über die neuesten Ereignisse in Kasachstan unterhalten. Putin wies darauf hin, dass die Lage im Land beruhigt sei, weil man auch russische Soldaten entsendete. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Zhao Liyan sagte am Mittwoch, dass die USA anderen Ländern ihre demokratischen Standards aufzwängen und entlang ideologischer Frontlinien Cliquen zusammenschusterten, was nichts anderes als Verrat an der Demokratie sei. Auf dem Gipfel der Afrikanischen Union wurden erste Schritte für eine bessere Zusammenarbeit mit China eingeleitet. Aus diesem Grund wird die Afrikanische Union noch dieses Jahr ein Büro in Peking eröffnen. Seit Beginn der Olympischen Spiele in Peking löschte Twitter mehrere tausend Posts und hunderte von Usern. Die Löschaktion ist Teil einer chinesischen Kampagne, die Beleidigung von Athleten ebenso unterbinden soll wie das Verbreiten von Gerüchten über die Spiele. Kurz, alles was gegen die sozialistischen Werte des Landes geht. Baerbock kritisierte den Siedlungsbau Israels in besetzten Gebieten deutlich als schädlich und nicht mit nationalem Recht vereinbar. Lob äußerte sie in Bezug auf erste vertrauensbildende Schritte der neuen israelischen Regierung gegenüber den Palästinensern. Sowohl sie als auch der israelische Außenminister signalisierten die Bevorzugung einer Zwei-Staaten-Lösung. China stellt absichtlich Uiguren in den Vordergrund der Olympiade, um ein gutes Image zu erzeugen und die Menschenrechtsverletzung an den Uiguren zu vertuschen. Auch 2008 gab es schon uigurische Fackelträger, von denen einige in Lagern oder einfach verschwunden sind. Der Aktivist Abdul Veli Ayyub teilte mit, dass sein Cousin und zwei andere bekannte Fackelträger von 2008 zu Unrecht interniert wurden.